Salut zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zum 7. Part vom FIFA 17 Karrieremodus und zwar mit dem FC Basel. Und wir sehen es hier, wir haben aus 8 Spielen 21 Punkte rausgeholt, also nur 1 verloren und das ist im letzten Part gegen den FC St. Gallen gewesen. Weil wir ja im nächsten Part Champions League spielen, würde ich mal sagen, spielen wir jetzt wieder mit der ersten Mannschaft und im nächsten Spiel gegen St. Gallen mit der zweiten Mannschaft, womit wieder alle fit sind im Champions League Spiel. Ich weiß jetzt gerade nicht, gegen wer das ist. Wahrscheinlich Warschau oder Arsenal, weil PSG haben wir im letzten Part gehabt. Das nächste Spiel im Joggeli steht an gegen den FC Sia. Und der FC Sia hat ein paar mega spannende Spiele und interessante vor allem. Wie der Konate, Akolo, Asifua, wie sie nicht alle heißen, Carlitos, der sogar beim FCB gespielt hat. Und vielleicht kann ja der ein oder andere sogar uns überzeugen, dass wir ihn im Sommer oder im Winter sogar kaufen. Nicht so zu viel. Den Ball raus auf der Lang und der Delgado mit dem Kopfball und da ist 1:0 für den FCB. Vorlage von Michi Lang und der Kopfball vom Delgado von Matti per Pfosten ins Goal. Und Mitriuschkin ist da eigentlich ohne Chance, würde ich mal sagen. Ein sehr schönes Goal in der 12. Spielminute. Flanke kommt direkt und da verliert der Zverotic den Kopfball, glaube ich, oder der Salatic. Und es steht 1:0. Der Dumbia sieht der Delgado und Delgado, oh mein Gott, wie er da versaut hat. Das ist doch nicht normal. Der Delgado macht er normalerweise mit links mit verbundenen Augen, aber da schlänzt er den Ball verdammt weit neben das Goal. Und jetzt so Steffen mit am Schuss und das ist Eckpfannen Zielschießen. Und jetzt der Dumbia im 1 gegen 1, aber er passt auf den Delgado, da passt wieder auf den Dumbia und der Dumbia lässt sich das nicht zweimal gefallen, er macht 2:0. Auffahrarbeit vom Matti Delgado, unserem Captain. Nach dem enttäuschenden letzten Saisonspiel gegen St. Gallen und einem Punktgewinn gegen PSG werden wir natürlich wieder mal einen Sieg einfahren. Nach 2 Spielen ohne Sieg, das jetzt auch noch nie geht hier auf dem Kanal. Und jetzt der Pass vom Delgado auf den Dumbia. Und der Schuss ist ja noch abgefälscht, ja, ist noch abgefälscht worden vom Zverotic und es geht direkt Eckball vom Zufi. Und da kommt auf der Suchi und dann auf der Lang. Aber nein, kein Gefahr. Spielt auf der Delgado, da auf der Dumbia und da macht es mit links flach in die Ecke. Da hat man aber können heben. Mitriuschkin ist wieder geschlagen, 3:0 zur Pause. Es steht also 3:0 zur Pause und ich würde mal sagen, wir nehmen in der Pause direkt mal der Dumbia raus. Er hat 2 Goal gemacht, wir bringen den Spor an. Da wird er sich auch mal ein bisschen zeigen können. Und da wieder ein Fehlpass. Der Asifua jetzt da am 16 noch mit dem Konate und der Konate schießt aber weit daneben. Der Ball ist nicht so gut gesehen vom Zufi und jetzt der Boetius. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Mit der direkten Rolle am Anfang ist er durch die ganze Abwehr durch gewesen, aber der Pass zum Sparer ist nicht mehr zustande gekommen. Und ja, Zufi nahm jetzt aus, der hat mir gar nicht gefallen. Für ihn kommt der Franzon und auf links kommt der El Younousi für den Boetius. Der Delgado mit dem Eckball kommt auf den Balanta und da trifft der Ball sehr gut, aber es gibt einen Abstoß. Wir haben 3:0 gewonnen gegen den FC Sion. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt 24 Punkte aus 9 Spielen, also nur mit 3 Punkten Verlust und das ist sehr stark. Wir sehen hier IB gewinnt 2:1 gegen St. Gallen, gegen unseren nächsten Gegner. Und dort werden wir mit unserer Zweitmannschaft spielen. Wo wir das letzte Mal gegen den FC St. Gallen gespielt haben, haben wir mit einer anderen Aufstellung gespielt. Und dort haben wir 1:0 verloren. In der 92. Minute, glaube ich, durch einen Kopfball, wo der Watschli einen Fehler gemacht hat. Und das darf uns natürlich nicht nochmal passieren. El Younousi auf der Bjarnason, da spielt in Mitte auf der Omar Gabo. Und es steht 1:0 in der 5. Spielminute. Was ist denn das für ein Zusammenspiel gesehen? Der El Younousi auf der Bjarnason, da legt ab auf der Gabo und da schlänzt ihn ins Kreuz. In der zweiten Halbzeit will ich noch 1 bis 2 Goal von unserer Mannschaft sehen und natürlich die 0 muss stehen bleiben. Er erobert sich den Ball durch Höck. Passt jetzt auf den Franz und da auf der Bjarnason. Und da lässt sich das nicht zweimal gefallen, wie schon der Dumbia. Er macht es 2:0. Was ein Goal. Toko kommt auf uns zu, kommt auf der Watschlik zu und es steht 2:1. Der Toko macht es sehr, sehr stark. Lässt der Franz an sich vorbeikratschen und schießt den Ball flach in die Decke auf dem Rasen, nassen Rasen. Ist es sehr gut gewesen von ihm. Und wir bringen jetzt
bisschen risikohaft, aber wir bringen da kümmert und ich habe links und Rechtsfüßler, ein Rechtsfüßler und der Bia auf links von der Elionussi, den wir gar nicht gesehen. Franzon, Seridie, Janko und jetzt über rechts der Kalla mit der Flanke auf der Bjarnason und das ist 3:1, wieder ein Kopfballgoal und der Kalla mit dem Assist, das freut mich mega. Und ich würde mal sagen, wir haben 2 Goal Vorsprung, wir bringen jetzt auch noch den Derek Kutesa für der Kalla und der kann nur mehr Linksmittelfeld spielen und der Bia kann auch rechts. Darum lassen wir jetzt mal beide spielen. Ich freue mich jetzt auf den Kutesa. Kümmert verliert das Duell, Kümmert verliert das Duell und es ist das 3:2. Der Kümmert verliert das Duell und es gibt direkt ein Gegengol. Da müssen wir daran schaffen, dass das nicht weiter passiert. 2 Gegengol. Also man ist in der Saison schon 3 Gegengol gegen den FC St. Gallen bekommen. Und da Kümmert kratscht da völlig am Gegenspieler vorbei. Und es steht 3:3 gegen den FC St. Gallen. Was macht der Kümmert da? Und dann exzellente Volley. Ja, lang mit dem 3:3. Der Bier! Der Bier macht's 4:3. Ich kann schon jetzt sagen, wir können nicht gewinnen gegen den FC St. Gallen. Aber der Bier erobert sich da den Ball zurück und er macht das 4:3. Er tut seine Spielzeit zurückzahlen mit einem Goal. Und das freut uns natürlich sehr. Und der Bier kommt auch zurück zum Ball erobern. Janko auf der Bjarnason. Was ist denn das für ein Zusammenspiel gewesen? Und da habe ich jetzt viel Welle. Ich wollte über den Lopal drüber lüpfen. Und das ist jetzt schade, wegen dem Hattrick von Bjarnason, dass er jetzt nicht stand kommt. Und was macht der Kümmert? Der Kümmert tut das Offset aufheben. Was hat denn da für eine Stellung gespielt, ganz ehrlich. Und jetzt der Watschlik mit dem Fallo. Nicht schon wieder gegen St. Gallen, in der letzten Minute Fallo. Aber der Watschlik macht so gut mit dieser Parade. Wir gehen jetzt auf defensiv, der Lopa ist vorne mit dabei. Und der Janko gewinnt das Duell. Kutesa muss noch Führer spielen. Was macht er? Spielt auf der Seridie. Und was macht der Kutesa? Der Kutesa ist beim leeren Goal. Was macht der Kutesa jetzt? Was macht der Kutesa? Er läuft ins Goal! Das ist 5:3 von Derek Kutesa. Das ist Demütigung bis zur letzten Sekunde. Gaudino kommt nicht mehr an Kutesa dran, der läuft einfach ins Goal, es juckt ihn nicht. Er macht einfach das Goal per Lauf. Und dann tun wir im Kalender auch schon weiterfahren bis zum Spiel gegen Arsenal. Und ich würde mal sagen, da sehen wir Torschützenliste nach einem Spiel. Der Dumbia auf Platz 1 mit denen Namen. Das muss man sich auf der Zunge zergolo. Der Dumbia ist auf Platz 1 mit dem Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang und Paulo Dybala. Das ist abnormal. Und ich würde gerne noch die Torjägerliste von der Super League sehen. Wir sehen hier ganz von IB, der Schwede, mit 8 Goals, Suleimani auch von IB mit 6 Goals, und Andersen auch mit 6 Goals, und dann kommt der Bjarnason und Dumbia mit 5 Goals. Also wir sehen uns im nächsten Part, im Part 8 gegen Arsenal und gegen Lausanne, genau. Also bis dann, euer Tommy. Ciao.